So die laatste week, dan had ik een droom. En ik ben niet zeer opdruim, maar ik had een droom dat ik weer terug in de kerk waar ik mal op was, als ik een jugend was. En ik zat op de derde bank, dat is zo dat ik weet niet wat het nu is, maar dan weer dat ze weer 2 rijen na het gebied. Ik zat meest ver aan een zijde en ik weer aangekomen om te predigen. Die hadden me gevraagd te predigen, dacht ik. En er weer een andere prediger die predigt en als hij vorig had, dan ging hij eraf. En ik zat hier meest ver, ik ging schweren doorheen, ik wil nu nog gaan te predigen. Ik had mijn Bibel daar rein en als ik hier ver weer, dan gingen de mensen alle uit. En dan dacht ik zo, nou wat nu? Ik had een break, kon hij Wasser drinken. Era zie ik den aardige zondag, ik kijk naar mijn kalender. En dan dacht ik zo, ik zie de aardige zondag, dan ga je voor te predigen. En dan waakte ik op. En zo ik vrij me bloos dat je hier bent, dat je nog niet bent uitgegaan. Zo blijf een beetje zet, goed niet uit. We hebben een goede boodschap van jou, God wat ons reden, Heilige Geest wat ons reden van jou. We zijn in de serie van boodschappen waar ik had een paar al gehad van Druckfrie Läwen. En we hebben gekeken van dat kamp bij onze kalender, bij onze tijd, wat we door moeten doen, dat we kunnen niet zo in druk zijn. Ik weet niet, als je dat denkt, bij de eerste zondag, dan had ik de gläser hier en we schatten de kleine bolletjes en de gläser nemen, kunnen een beetje terugstellen. En wat ik daarmee zie, dat is manchmal zelfs even vol, we gaan niet mal ruim voor de dingen wat ons werkelijk wichtig is. En ons tijdplan aanstellen en al die dingen. So we kijken de eerste zondag naar dat. En aan de tweede zondag, dan kijken we 5 zondag, kijken we een beetje naar die geld. Wanneer het kamp met hem geld, dan is het zeer leicht dat we kunnen zeer in druk zijn. En we zien dat het goed dat we ons een beetje ruim laten, dat we niet alles verbruiken. En dat we een beetje wat uitmerken van stormjaar, dat we een savings hebben. Sommige van die dingen hebben we gereed. Vandaar willen we kijken naar die verhältnis. Druckfrie leven, wanneer het kamp met die verhältnissen. Die verhältnis kan zijn, die vriendschap, die eigen, die vriend, die partner bij de arbeid, wat immer het is. We hebben verhältnissen en dat komt erop aan dat er wat op eenmaal tussen komt, dat je zeer druk. En vandaar willen we kijken, wat gaan we doen, omdat de druk wat leer zijn, dat een stressfree wat zijn, wanneer het komt met verhältnis, dat wat we ons partner worden. En een verhältnis, dat is de tijd waar dat zeer schijn gaat, manchmal met wem, en dat is ook een tijd waar we zeer leeg zijn, we zeggen, ik wonder waar we hier waar uitkomen. En zo, wanneer du hier vandaar bent, en du bent in een verhältnis, wo diese Fall, ik wonder waar ik hier wat durchkom. Vandaar hoop ik was hier wat krijgen, wat die wat halten om dat durchkom. Voor hem hemel dank zijn, dat we die woord hebben. En ik bid nu graag, Heilige Geest, red ons, om ons wijzen, wo we kunnen druckfree leven met onze verhältnissen. We hebben dus een eerste Vers gekeken, hier is dit, der de laatste paar weken. En Jezus de reed, hier is dit zo, dat is het kapitel wat hij van reed, wat zijn te de laatste tijd. En hij zegt, te de laatste tijd ziet voorzichtig, met allerhand andere dingen wat in je leven waar aangaan, dat je niet waar zorgen over het leven, vreten en zuipen en al zo'n soort van dingen, dat je hart niet wat beloond zijn, dat je niet waar allemaal beloond het hart hebt. En dat kan zijn met stress, dat kan zijn met druk zijn, dus verschillende drukken in ons leven, wanneer het komt met verhältnissen in ons leven, dat we zijn zo beloond bij dat verhältnis. En hij zegt, ziet voorzichtig dat dat niet wat passiert. God wil ons helpen, Jezus wil ons helpen, dat we kunnen een drukvrij leven hebben, wanneer het komt met hem geld. Vielleicht is het, wo du nu op eenmaal bijna bent en du valt een deel druk, wenn du hast een arbeid gechanged, schaffst du niet meer, wo du nu bent, hast een nieuwe arbeid, oder du kijkt voor een nieuwe arbeid. Vielleicht is het krankheid in je huis, wat er is, dat je hebt zeer veel druk, moeten we veel oppassen, voorzichtig zijn. Vielleicht is het voor de jonge mensen, wat Jakey al een beetje van reed, veel aan technologie zijn. En soms van ons doen dat ook, dat je meestal een beetje druk aan al die technologie zijn. En onze WhatsApp up-to-date houden, beelden aanschaken aan Instagram. Dat je meestal krijgt een beetje druk, want ik ga deze week nog goed gewezen wat ik ga te eten deze week. Of wat immer dat is. En we merken ons manchmal druk met verschillende dingen. Vielleicht is het dat dit jaar niet het schooljaar is voor sommige van jullie jugend, wat nog in de school zijn. Oder vielleicht doe je dat op een nieuwe weg. Hier is een ander ding waar ons eenmaal druk ja van dat is, wanneer we moven dan. We hebben dit huis gewoond, nu hebben we een ander huis aantrekken. Vielleicht hebben we dat huis verkauft, oder we hebben renten in huis en kan niet meer in dat huis zijn. De rente wil dat huis terug hebben. En nu moeten we moven. En wanneer we moven, dan dat je een deel druk. Die zijn nogmaals een paar lied, wanneer die kan van een huis naar het andere trekken. En zich daarna gaan we goed zijn, dan is het een zeer goede eigen. Dat is een beetje spoes.
aber was wir sein, als wenn wir moven, dann das kann Druck geben. Und vielleicht hast du dort, du bist befreit gewesen, du bist nicht mehr befreit, vielleicht ist dein Partner gestorben, oder was immer das ist. Aber das Verhältnis, das kann ein großes Ding sein, dass es manchmal Druck gibt, wo wir uns vielleicht auch recht verstehen. Und von der ersten Tag ist es so, wir verstehen uns vielleicht auch recht, even dass wir unsere WhatsApp zum Beispiel rausschicken. Ich sage mir einmal, wenn ihr was will, was sehr persönlich verteilen, das nicht über WhatsApp, das nicht über Phone. Fängt den Mensch ab vor der Hand, redet mit ihm und steht dort über WhatsApp. Wenn wir merken uns zum Beispiel einen Teil Druck, met dingen wat er gleich wird neidig zijn, wanneer we dat op een rechte weg doen. En dan je hebt het weiter und je hebt wunden, en dat grijpt ons aan en onze gezondheid. Dat kan ons zeer aangrijpen, dat is een druk in de familie, en met een verhältnis, waar wer immer dat is, dat onze gezondheid, die kan einfach bis raufgehen met dat, en onze emotionale, dus we denken dan, onze seelische Körper, wat immer wir dat zijn, kan ons da aangrijpen, en op einmal selber bis nicht mehr, die wer wir sollen sein. Und dort wollen wir hier in jeder Werk eine Klasse haben, was wir nennen seelische Heilung. Kommt doch an, wenn ihr bloß frei war und von diesen Dingen mehr lernt, dass ihr ein bisschen frei leben haben, nicht in Stress sein. Und kann uns angreifen, dass wir studieren, kann uns angreifen, dass wir schaffen down. Ich weiß, dass ich sie für über 10 Jahre in Engerwirt gewesen, eine große Fabriken, und dann hat wir auf einmal einen Arbeiter, der kann sehr fein preisen, oder der kann sehr fein farben, oder der hat sich eine Arbeit sehr fein. Auf einmal, dann war wir an der Arbeit, der ging bis darauf, der hat ein Teil Dinge verjeten, der hat das nicht fertig gemerkt, hat Abstände nicht gepreist. Und dann sieht nochmal gehen mit den Menschen reden und fragen, was geht an? Das ist nicht, wer du bist, was geht hier an? Dann war ich gern, dass wir in Verhältnis Trouble, vielleicht mit seinem Partner, mit einem Ehepartner, mit seinem Dad, mit seinem Bruder, mit einem Freund, oder was immer das wir, das kann uns angreifen, wenn wir dann nicht mit handeln down in unsere Arbeit, und das kann unsere Träume, vielleicht haben wir einen Traum, das was wir einen Tag will down, oder was immer wir träumen, oder Plans, was wir haben, das kann das alle raufrieten, wo wir auf einmal nicht mehr träumen, wenn wir haben Trouble mit irgendeinem Verhältnis, was wir nicht haben reingemerkt, oder nicht haben reingestellt. Und so, das kann even unsere Freund kosten. Vielleicht ist es best, du wirst Freund mit einem Menschen, und hast hier auch noch einen anderen Freund, und hier so hast du ein Trouble mit diesem Verhältnis, hier ist das Trouble, und du kommst nur diesen Freund, und das hat gesagt, auf einmal, hey, was habe ich die tun? Ich kann die nicht mal, ich kann die nicht tun, wieso best ist das für mich? Und das, wenn wir vielleicht haben eine andere Stelle, ein Verhältnis, was du nicht dargestellt hast, kann uns unsere Freund kosten. Mir haben hier Karten, jetzt hier die Geschichte verteilt von meiner Mama, ein Klippet, was sie belebt. Und so meine Mama, die wir 2 Jahre alt ist, ihre Mama starb, als Großmama starb. Wir 2 Jahre alt und dann befried Großpapa sich frisch. Und die Stiefmama, mit der wir so 4 Jahre taub dann starb, die Mama ist 6 Jahre alt. Aber die Stiefmama, die wir nicht fanden, hat sehr rückgezogen, dass sie abwasser wie eine kleine Mädchen. Und die wurde ihr mal an der Uhr angeführt und gesagt, wenn die da nicht hankost, weil die da hanheben, was immer das fehlt, vielleicht würde der zu merken, was die Uhr würde abreden und so eine Dinge. Hatten sehr rückgelebt, sehr viel Druck in dort heim. Aber dann starb der, als meine Mama 6 Jahre alt war. Und dann hat Mom nicht war eine Mama, Großpapa, der nahm sich bloß eine Kerkche an. Und diese Kerkche wie ein bisschen ihre Mama. Die wie ein paar Jahre älter als meine Mama, aber es dort so was sie dann ab. Und das Kerkche soll sich am Kamera die Hausarbeit, aber die wir wirklich ein bisschen Drache mit Großpapa schmeicheln, ist dort ihre Arbeit dort, den befriedet sich, und da wir eine Rückkehr da. Aber dann ging es wieder, Mom und Dad, fangen sich, meine Eltern fangen sich, fallen live, befrieden sich, und Dad noch Mom mit, und noch eine andere Kirche ist, wo Großpapa und Mama am Hand fuhr, oder meine Mom. Und Großpapa wieder sehr durch die Diene. Er gleicht dort nicht, dass Mom und Dad noch eine andere Kirche fuhr. Und für das erste ganze Jahr, was sie befreit werden, sie sind zu der Fehlhand gefahren. Großpapa ging immer nach hinterste Stuhl sitzen und redet niemals nicht mit Mom. Für ein ganzes Jahr, keinmal mit ihr geredet. Und für some Jahr Leute auch wenig, wenn haben wir das nicht gut, dass sie noch eine andere Kirche fuhr. In der Zeit wollen meine Eltern ihren Kinder haben. Sie wir 6 Jahre befreit, was sie Kinder haben. In der ersten Zeit wollen sie ihren Babys haben. Und meine Mom konnte keinmal durchdrehen. Wir haben Teil Babys, was sie verloren. Viele haben sie verloren. Und wenn ich diese Werk rede, ich mit meinen Saster wenn dort.
Meine Schwester, die hat den Dinge hat meine Mom vertalt. Und Mom hat gesagt zu noch, dass die Zeit, dat hat bis gleich geschafft, sie wir bis gleich sind. Aber dann auf einmal, dann kam Großpapa Pferdewach und sagt zu Mom und Dad, je leben, gutes Leben. Es kann sein, je sind christliches hier leben. Es kann sein, dass den Weg, was je gehen, das Erfolg, was je haben, der schafft sei, je kommen wieder, im Jessel, je natürliche, und ich sehen jünd. Und das Großpapa einmal gesehen hat, sie hat auch viel gedacht, aber von da wieder, dann kamen die kleinen Babys. Sie sind eine Geschwister und die Familie da, keinmal war ein Miscarriage gehabt. Und so, ich weiß nicht alle mit dort zu tun haben, aber wir haben eben geredet und wir haben zum Doktor hier in der Kirche, der würde mehr kennen von dort sein. Was ich will sagen, ist, wenn da ein Verhältnistrouble ist, kann uns angreifen, so viel, dass some Dinge nicht mal reich schaffen. Now, hier ist das Ding, dass meine Mama, die ging all in Vergebung. Sie hat all Großpapa all vergeben. Und sie hat Vergebung gekriegt bei Jesus, Vergebung zwischen und Gott. Und über das Verhältnis, das wir noch einmal reingestellt. So vergeben und Reconciliation, sei auf Englisch, der Tragstellen, Versöhnung, das sind zwei verschiedene Dinge. Du kannst all ja noch ganz vergeben haben. Du kannst einmal vergeben haben, Gott hat dich vergeben, du jetzt all in Vergebung. Aber wenn das hier ist, das so noch nicht Versöhnung ist geworden, manchmal kann das Trouble geben in dein Leben. Und so ich glaube, ich brauche nicht lange hier ist das so reden zu jünd. Und für sich jünd zu bloßen oder jünd über reden, dort Druck ja einfach Trouble in dein Leben, eben was du gesund hat. Und so darin ist es so wichtig, dass wir den Druck mit uns Leben rütteln. Mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unseren Verhältnissen, mit unserer Arbeit. Und so ich kicke ein bisschen, was sagt Jesus wenn das? Wenn ich glaube, das ist ein big deal, das ist eine große Sache, wenn dort kein Teil Trouble geben. So was sagt Jesus wenn das? Und Jesus, der redet sehr direkt über diese Dinge. Ich glaube, dass Jesus redet. Wenn er direkt, er sagt, was Glück ist das. Er geht Glück nur den Punkt und er sagt dort. Wie Menschen haben manchmal so, wenn wir reden, dann hast du vielleicht mit wem geredet, ich habe 3 Minuten vertalt und die wundern sich, ich wundere, was er will sein, oder wo geht der Hand mit das? Und Jesus, der redet Glück. Und er redet von das in der Bergpredigt. Und an der Seiligpreisen, da redet er von das. Und das, was er dazu sagt. Er sagt in Matthäus, das sind die Seiligpreisen, aber er sagt, wenn du am Altar gehst, deine Gabe zu opfern, und die dort beifällt, dus, wenn die dort einmal beifällt, wenn du all bei einem Altar bist, wenn du bei einem Altar bist, wie würde von dir sein, vielleicht wenn du all in der Kirche bist, wenn du all in Worship bist, wenn du all für Gott bist, und wenn die dort einmal beifällt, dort die Bruder, was jen die hat, dann lässt deine Gabe da vor dem Altar liegen und go und merk, ich Fried mit deinem Bruder. Und dann go und bring deine Gabe. Wirklich? Sollen wir das noch einmal lesen, wenn ich würde haben gedacht, das soll das sein, wenn du in der Kirche bist und du bist vor dem Altar und du hast deine Gabe gebracht und du betest Gott an und die dort einmal beifällt, oh ja, Jana, der hat mir arg getan. Dort wir so arg und dort hat mir so sehr weh, dort war ich noch nicht für zu verjäten. Das ist nicht, was das sagt. Das sagt du, wenn die beifällt, auf einmal du an denkst, dass Jana wird, was je in die hat, dann lässt das Altar da und dann go ich Frieden merken mit den Nächsten. Wie würde es sein, wirklich? Ist das wirklich so radikal? Das ist ein bisschen sehr radikal. Ist das wirklich, was das dazu meint? Oder was meint das hier, ist das so wirklich? Es ist das verteilt zu der Zeit, dann kommen die Menschen vielleicht 4-5 Mal das Jahr nach Jerusalem, nach dem Tempel, nach der Kirche. Und du hast dazu, würde sie ihre Schub kaufen, oder was immer das wir, oder vielleicht haben sie das all mitgebracht, oder ein paar Tage gereist. Nu wollen sie Opfer dazu bringen. Und sie stehen da vielleicht in der Land, weil wir uns bis so feststellen, sie stehen da in der Land, sie haben ihr Schub da. Oder was immer das ist, und sie ihnen dort, sie hängen da oben, und sie sagen, das ist mein, ich komme hier zum Gott anbeten. Und sie stehen in der Land, der Priester, der ist nu meist gerade zum dort Opfer nehmen. Und zum dort wird dort noch Gott geben, dass es zu der Zeit passiert. Und dann auf einmal, dann fällt die dabei. Oh ja, Hans. Mir fällt Hans bei. Mir fällt Hans bei. Und ich glaube, der hat was gegen mich. Meint das dann wirklich, dass ich das dann nicht alle hier so liegen lassen und rüt gehen? Und so, wenn wir uns bis mal ein bisschen feststellen. Ich dachte, das wäre so, dass,
wat dan wel best mal sein, dat Hans, die woont in de 67 en die staat tidig Samarias op. En hij staat op en ze merkt de Kinder uit en ze voedert de cornflakes en toast of wat allemaal je doen. En hij merkt de Kinder uit, hij stapt die alle in de van aan. En ze komen hier staat zo durch den Nordendorp ganz hier bij Lebenswasser. En nu zijn ze hier en dan hij de Kinder aangecheckt en de Kinder zijn er alle fan. En hij heeft koffie geholt en hij zich een beetje opgefresht. Nu zijn we in de kerk, nu zijn we in aanbeding. En ik bid God aan, op eenmaal valt me bij, oh Hans, oh ja. Wo is het met dat? En zo zal ik dan uitgaan, mijn Kinder holen, zal ik daar gaan voor en zijn am telefoon en zijn, als ik dat kan even reinmerken. En hier is het ding, wanneer ik wel de gans bij daar voor met Hans dat even reinmerken, zal ik dan bloß hem zeggen, hey Hans, zijn we goed? Er is wie dat hier eenmaal reden, hier in Cocktailmarkt, ik weet niet even voor ons kijken, maar eenmaal wat hij zegt, zijn we abreden? Wat is dat? Dus wat is dat van ergens dingen even reinmerken? En zo als dat wat we zullen doen, Jezus, die we zeggen, ernst met dit, en dat is waarin hij zegt, laat die golf door, merk eerst even rein met die vriend. Nou, wat meint dit werkelijk? So je zegt, oké, zeg maar een wat is hier der hinger? Dus wat is hier van Jezus der hinger? Wat is hier van een leer der hinger? En zo nou dat willen we van daar een beetje kijken. Niet alle uitgaan, vielleicht ga ik ben dort gedreamd, wenn ich dachte, vielleicht würde ich auf einmal alle uitgaan. Nicht uitgaan en zeggen, hey, I'm sorry. No, blijf een beetje hier. Wel mal een beetje kijken, wat is de leer hinger, dat wat hij dus dazu sagt. Wenn dat is ernst. Hij zegt dat is ernst, wenn du ver den Altar kommst en die daar bijvalt, dan laat die golf door. Maar wel een beetje zijn, wat dat werkelijk meint. Ik geloof, we waren een beetje naar Roma 12 kijken, dan wel een beetje zijn, wat we daar van een leerbaan hebben. Roma 12, da sagt dat als Bruder zal je een ander van harten goud zijn. En merkt allemaal ruim voor de nächsten 7 jaar. We hebben nog van gereed over de laatste paar zinnen, dat we ons ruim laten. Dat we een beetje margin hebben. Laat je ruim. Laat ruim, even wanneer het komt met de nächste. En dan zegt het ziet niet veel. Wanneer het komt te doen, wat je doen zal, ziet dringend im Geest dem Herrn te doen. En dan ziet vrouw in je hoopning, geduldig van je lieden, aanhoudend in je bed. En ziet gastvrij en opnemend. En zijn die je vervallen, zijn en laat niet een vloeg op aan op. En leeft in einigheid in een andere. En denk van jezelf niet heel groot. En dan zeggen we, maar hier, wat je slecht gedaan, tut niet met slechte terug. Streef te doen wat ehrenhaft is. En alle mensen ten goede dient. En nu zijn we bij den hoofdvars waar we nog aan willen. Ik geloof dit is wat het van redt, want hij zegt, laat die altaar door en go eerst even reinmerken. Hij zegt, dat alles wat je kan, want dat mogelijk is, met alle mensen vrede te hebben. So, plus alles wat u kost doen. Wanneer het mogelijk is, doe wat u kost doen. En vielleicht is het niet allemaal mogelijk. En vielleicht zijn some dingen al voorbij, dat u zeggen, dat is niet mogelijk. Maar zei ook niet, wel, wanneer Jana mal wordt, zegt je bloos, doe alles wat je kan. Doe wat u kost. Doe wat u kost, om dingen even reinmerken. Jezus de heeft ons geroopt, omdat we zullen leven in vergeving. Hij wil dat we zullen leven in heilung. Hij heeft ons genade gegeven. Hij heeft ons de genade gegeven. Door Jezus, hij wil dat we zullen ook genade geven. En du zegt, wel, ik wil wel met alle mensen in vrede leven en in genade leven. Maar ik kan dat niet controleren wat Jana deed. No, du kannst niet. We kunnen niet allem fixen. We kunnen ook niet controleren wat de nächste deed. Maar zoveel als wat mij aanbelangt, zoveel als wat ik wat kan doen, en wat man het mogelijk is, dan wil ik vrede hebben met allem. Dat is mijn part. Ik wil dus mijn part doen. En dan kan we op eenmaal aanvangen los te laten. 2 Korinther zegt dat wanneer we in Christus is, dan is hij een nieuw mens. Dus we weer, dat zijn we nu niet meer. Dus we verder weer, zijn we niet meer. We zijn nu nieuw geworden. En dit komt alle van God, die ons door Christus met zichzelf verzeind heeft. Verzeind als reconciled, terechtgesteld, overeengemerkt. En hij heeft ons deze opgave gegeven. Niet bloos dit wat immer, maar hij heeft ons deze opgave gegeven, mensen van zijn aangebod aan te reden, met hem verzeind te worden. So, dat is een opgave, dat is wat we zullen doen.
Dann sage ich, dass hij hat uns geraubt, um das tun. Hij hat uns geraubt, um mit anderen Menschen überein zu stehen, kriegst du es, was hij mit uns versäumt hat. Das ist Gott wie in Christus und hij versäumt die Welt mit sich selbst. Hij vergeeft die Menschen ihre Sünden und hij hält die nicht mehr fair. Ja, ich wollte das wirklich übereinstellen. Aber ich will noch einmal, die das noch einmal sagen, wo das wirklich ist und was du wirklich zu mir getan hast. Jesus, der sagt, nicht die Sünde einmal verholen. Und er hat uns diese Botschaft von der Versöhnung anvertraut. Diese Botschaft, diese Message von Versöhnung, der hat uns anvertraut. Der hat uns gegeben und sagt, hier, das ist die Botschaft und ich würde gleich, wenn ich hier was mit tun. Ich habe ihnen die anvertraut. Darin sind wir nu in Christus seine Vertreter. Wie sind seine Vertreter? Auf Spanisch würde wir sagen Representantes, Representatives, und wir repräsentieren Christus für diese Botschaft. Was für eine Botschaft? Dass wir Versöhnung haben, dass wir übereingestellt sind mit ihm, mit Gott und mit anderen Menschen. Wenn ich das lese, dann soll ich hier in so direkt Connection, Verbindschaft, ich sehe eine Verbindschaft mit dem Verhältnis zwischen mir und Gott und den anderen Menschen. Wenn ich sehe die Representative, ich sehe die Repräsentante, um diese Botschaft auszuleben. Ich sehe, was Gott hat geraubt für dort. Und vielleicht ist es, wenn du in der Kirche bist, wo immer du bist, dort seht es, wenn du vor den Altar bist. Wenn du in der Kirche bist und die du auf einmal befällt, dann nimm das ernst. Nimm das ernst. Und ich glaube, Gott, der redet, und ich weiß, er redet, vielmal hier in der Kirche, im Gebet, in Worship, wo wir in Connection sind mit Gott. Und der Heilige Geist, der redet, wenn wir Frau am Nord, er wird uns reden, und er redet. Und so, wenn er einmal zu die da reden, die da befällt, dann nimm das ernst. Das, was die Botschaft ist, dort wir dort dann können bis gehen lassen, wir können unsere Dinge über reinmerken. Jesus sein Blut, der hat das schlechte Blut alle gecovert, er hat das alle bedeckt, und wir können frei sein, wir können ein gesegnetes Leben haben, und wir können nicht allem fixen. Aber ich komme bis mein Part down, dass wir können in Frieden leben. So, mir hat hier hastig 3 Dinge über tun, so was tun wir das dann? Wo können wir das tun? Wo können wir in das Leben? Und diese Dinge, da ich so wie es das Anziel ist, gehorsam zu sein. Anziel, das soll immer sein, bloß gehorsam sein. Nur Gott sehen wird noch. Und Gott kümmert sich, wo das Wort ausfällt, wenn es kämpft, Dinge übereinstellen. Und das kann ein bisschen kaum sein, wenn ich will das nicht tun, ich will nicht mit einem anderen Mensch gehen reden, ich will nicht, was das eben ist, hastig vor, und mit Hans reden, für ich weiß, was zu mir reden. Ich will wissen, wo willst du zu mir reden? Willst du fein zu mir reden? Willst du mich fein behandeln? Ich weiß, ich kann die auch tun, aber sag ich, wo du mich behandeln, für ich will was durchkommen. Ich will nicht das ganze eng Krieg vor, wenn du nicht fein sein zu mir. Danach, ich will weiter, wo das ausfällt. Wo wird das ausfallen? So, wo will ich von da wieder sein? Und Jesus, der sagt, sie bist gehorsam. Und er wird sich kümmern, wo das Wort ausfällt. Na, ich will das auch weit. Na, Jesus, der lehrt uns bis, dass wir alle gehorsam sind. Und er wird sich kümmern, wo das Wort ausfällt. Na, würde es keine sein, dass Gott wirklich weit, wo das Wort ausfällt? Würde es keine sein, dass Gott auf einmal wird besser weiten, als was ich weit, wo das soll ausfallen? Ich glaube 100% von der Zeit, dass ich weiß, dass er besser weiß und er wird sich da kümmern. Der nächste Punkt ist das. Wir geben Gnade und Gott der heilt. So, wir geben Gnade und Gott der heilt. Ich will Gnade geben. Wo wenn ich auch Gnade kriege. Gnade ist so, was ich kriege, was Gott ist, was ich kriege, was ich mir nicht verdient habe. Hans hat sich das nicht verdient. Hans hat sich das nicht verdient, dass ich eine Hand vor, einen Phone Call merken, dass ich die Titel nenne, und er hat sich das nicht verdient. Und danach, je weiter dort alle, dort Hans, das ist noch ein bisschen verkehrt. Auf Englisch würde ich sagen, he's ein bisschen crazy. So, der hat sich das nicht, nicht von dort. Wir geben Gnade, wenn wir Gnade kriegen, so horchen wir. Gnade habe ich von Gott gekriegt, so wie geben da, wenn wir das gekriegt haben. Mir fehlt Gnade. Mir fehlt jeder Tag Gnade. Mir fehlt ein Teil Gnade. Und so wie geben Gnade nach den Nächsten. Wer wollen sich handlos ausdrücken mit Gnade? Ja, ich weiß, du hast mir auch recht, aber das ist okay. Ich gebe die Gnade. Ich gebe die Gnade und Gott, der wird heilen. Und das nächste Punkt ist das. Wir sehen Versöhnung und Gott gibt Heilmittel. Wir sehen bis Versöhnung. Wie war bis du noch sehen, zum Dinge übereinstellen? Wer bist du noch sehen, dass wir die Dinge übereinstellen? Gott
die geeft heilmiddel. En ik denk zo wel, ik wil niet aanvangen met dit, ik wil niet wat daarvoor, ik wil niet die dingen doen, wanneer ik niet weet waar het wat uitkomt. Ik wil eerst weten waar het wat uitkomt. En ik moet zeggen dat ik wil een garantie hebben. Ik wil garanties hebben. Ik wil best weten dat het is dit zo wat uitvalt. Ik wil garanties hebben, dat is niet wat het brengt. Wat er veelmaal passiert is dat we zien eerst naar de heilmiddel, we zien naar dingen terechtstellen. We kijken al, wo wordt de dingen, wo wordt God heilen, en wat van een heilmiddel wordt God gebruiken, en wat van een counseling wordt hij gebruiken, en wo wordt die kan al een hand voor hem help krijgen. We zien naar heilmiddel, ver we zien naar dingen te verzijn. So we eerst mal den eerste stap merken, we eerst mal verzijn, reconciliation, zien en hij wordt het heilen. God, der heeft heilmiddel für jede Situation. Manchmal zit het een beetje anders. Manchmal is het zo wat we niet verstaan kunnen. Manchmal is het een andere weg is wat we gedacht worden hebben. Maar God, der kan dat doen. Ik geloof dat we leven in een wereld waar mensen zich zo veel geloven dat ze brauchen niet meer Frauen om te goed houden. We brauchen niet meer Frauen om schulden. Ik brauch niet zeggen, I'm sorry. Bid in zo'n wereld leven we van daar. En ik dacht, ik wil mal een paar dingen even gaan, zoals mensen eenmaal Frauen om te goed houden, wat er niet de rechte weg is. Want ze dingen willen terechtstellen. Hier zijn sommige dingen, zoals we manchmal naar de nächste gaan, terwijl we willen zeggen, dat mij leidt. Maar wie zei ik, dat mij leidt? Maar wie zei ze dat? Wel, dat me zo leidt, dat Jesus dat zo veel is over mij. No, dat is niet zoals we aanvangen. Dat is niet zoals we aanvangen, wanneer we gaan aansport te doen. Wie zei, wanneer du bloß wist, Inge, hoeveel druk ik wie je was, dan als ik dat te die zeer, of wat ik te die deed, dan wist je ook zo'n grote ding van je, wenn ik wie Inge druk. No. Dat is niet de weg om die dingen even reinmerken. Die wil zeggen dat, ja, ik zie nu das ganze weg bij hier komen, maar du bist allemaal zo empfindlich met die mensen niet te reden. No, nicht den Zweig anfangen. Dat wordt niet schaffen. Wie würde bloß sagen, wo wir laatst met je van reden, dat hoor ik te die deed, zelfe goud. Zelfe goud? Zelfe abreden? Wat is dat? Dus als dat goud merken? No, dat is niet. Wie würde sagen, dat, wanneer du bloß wist een beetje van mijn persoonlijkheid, dat is een beetje een zeer kleedje. Ik kan een beetje een zeer kleedje persoonlijkheid. En nach mijn voorraad, heeft mij dat niemals niet geleerd. En we zijn ook niet van zo'n soort mensen. We doen niet zo zeer leeg vrouwen om te goed houden. Wat ik mij eenmaal heb wat ik zei, wat plus niet angenehm is dat wanneer somebody komt en zegt, hey, dat wat ik nu heb beleefd, kan we dat plus vergeten. En ik heb gedacht, no, dat wil ik niemals vergeten. Zolang ik leef, wat ik allemaal aan denk hou. Wat ik allemaal aan denk, die vergeven, dat is een ganz andere zaak. Ik kan die vergeven, ik ga die al vergeven. Vergeten, dus van wat reeds? Dat wil ik allemaal aan denk hou. Zo niet best gewoon vrouw, ik heb dat vergeten. Wenn den, wat du hast weggedaan, dat wordt vielleicht zo zijn dat hij dat niemals wat vergeten. Ik geloof dat het tijd dat some van ons einfach bloß Uhr zu Uhr kijken, wer immer das ist, vielleicht den Partner, den Ehepartner, vielleicht den Kind, vielleicht den Wirt, vielleicht ein Freund, vielleicht mit wem du top schaust, bis einfach Uhr zu Uhr kijken und sagen, hey, ich zie arg. Dat mir leid, wat ik te die doen ha. Ik wie arg. En kost du mij dat te goed houden. En wat kan ik doen te die, en helpen dit recht te merken, wo ik die zoveel weitergegeven. Ik heb zoveel aardige dingen te die doen, dat ik weet, je hebt het zo weit doen. Wat is dat wat ik kan doen? I am sorry. Mij dat het leidt. Ik denk, als we onze jonge familie aanvangen, eigen Christi, dan bereiden we ons dat. We willen groot genoeg zijn te onze kinderen, wanneer we wat aardig gedaan, om naar hen gaan en zeggen, I'm sorry. Mij heeft het veelmaal zeer schwer geschehen, naar mijn kind te gaan, naar mijn kinderen gaan en zeggen, ik ben aardig. Mij dat het leidt, kost mij te goed houden. En aber, wanneer we dat gedaan hebben, dat is hoe ik geloof, een part van dat is, hoe God ons van daar nog zo ziet, wanneer we willig zijn, om onze Fehler toe te staan. Ik geloof, wanneer we dit worden doen, we als Christen, wanneer we naar de nächste gaan en we zeggen, mij dat het leidt, kost u mij te goed houden. Dat wordt ons apart zaten van de wereld. Jezus zegt, in arm zijn we heilig. En ik dacht immer so, heilig, so sind wir wirklich heilig? Ja, wir sind heilig. Heilig meint apart gesagt. Wir sind apart gesagt. Und so werden wir nicht so sein, dass die Welt ist und bis sagen, hey, sind wir gut.
weil wir einfach bloß ans Port tun, was immer wir können tun, wo immer das möglich ist, bis sein, mir das leid. Koste mir zu Gott hall. Die finden, die wird gleichen, wenn uns kann, bis in neun hall, wenn die Verhältnis wird in neun sein. Und aber Gott, der will haben, dass wir die Botschaft, was wir gerade haben von hier von Versöhnung, was er uns gegeben hat, dass wir wiedergehen mit der Botschaft von anderen Menschen, dort auch sein und dass wir selbst in dort leben. Vor dem Himmel, wir haben den Wort gesehen und wir sehen, wie wichtig du dort nimmst, dass wir druckfrei leben und dass wir reich tun mit unseren Verhältnissen. Und du nennst das sehr ernst, dass du sagst, dass wenn wir im Alter sind, dass wir sollen, wenn uns dann beifällt, wir sollen gehen mit den Nächsten reden. Und ich bete, Herr Jesus, nu kijk, dass du was zu jeder einreden, was ich hier ist, all die, die uns kicken online, den Nummer, wenn es beifällt, den Mensch, was es beifällt, wo sie nicht reich mit stehen, dass du ihnen was Weisheit geben, und Kraft geben, und dass sie gehorsam sind, und bis auf die vertrauen, dass du was heilen. Halb uns, dass wir uns keine einander leibtolich leben, dass uns das was heimgehen, als Geschwister, als Kirche, als Community, aber dass wir uns down, zum ein freies Leben haben. Wir freuen uns, Herr Jesus, leid du in Jesu Namen.